Test. Funktioniert das ganze Ding? Hallo! Nach einer Stunde will er testen. Alles klar. Ja, eine Stunde 2, nachher, Entschuldigung dafür, ne? Für das laute Geräusch. Ich höre mich selten. Ich höre mich übrigens selber nicht mehr. Ich habe abgespeckt mit den ganzen Dingensbummens hier. Ja, ich habe nur noch ein Kabel, das zum Mikrofon läuft und nicht mehr 3. Ich habe auch keine Lautsprecher mehr. Nur noch das Kopfhörer-Gedingsebumse dran. Ich weiß gar nicht, ist es eigentlich sinnvoll, Lautsprecher noch im Rechner zu haben? Also du hast eh die Lautsprecher am Laptop. Aber so ein... Ich weiß nicht. Ich brauche das ansonsten nicht. Und Kopfhörer tun sie auch, also... Und sehen auch noch schick aus. Du kannst das Ding da unterm Tisch klemmen. Oder eine kleine Soundbar? Ich weiß nicht. Nee, aber das braucht man ja eh nicht, oder? Oder Soundbar für was? Was willst du dann da hören? so Wenn eine du rumschreist? nicht so ein Riesending. Eben, genau. Das brauchst du eigentlich nicht, ne? An einem Computer brauchst du eigentlich keine Lautsprecher. Also gut. Die Leute vielleicht haben riesen Dinger links und rechts. Aber wir brauchen es echt nicht. Also, ich weiß nicht, ob du das brauchst. Nee, wozu? Sagst, ob du das, Kannst du beim Außenposten schnell schlafen gehen, weil ich sehe hier gar nichts mehr für den Bau. Stimmt. Die Kollegen in der Aufnahme sehen auch... Das ist echt nice, ne? Auf dem Monitor. Aber in der Aufnahme sieht es wieder viel besser Also ich aus. muss sagen, das Lager innen fängt an, schon ein bisschen Kontrast vom Licht zu bekommen, aber ich sehe, was wir brauchen. Ich brauche nämlich Kupfer. Ich muss nämlich jetzt demnächst Kupfer klopfen. Wenn ich hier wirklich vernünftig was machen will. Mhm. Ich muss zuerst die Dachfassade bauen, aber die Dachfassade selber zu bauen, oh, es hängt alles miteinander zusammen irgendwie so. Ja, ist So, ich bin im Bett. ne? Ich renne noch kurz rüber. Aber es ist echt komisch, ne? Jetzt mit dem neuen Display. Also mit dem billigen... Nee, eigentlich ist es kein billiges Display. 300, ist das billig für einen Monitor? Heutzutage wahrscheinlich schon. Also HDR10 und 4K inklusive ist wahrscheinlich schon billig, ne? Also günstig, billig war es ja nicht. Also billig ist es nicht, so rum. Ich weiß immer noch nicht, was er sagen will. Für das, was der Monitor kann, ist er echt günstig. Findest du 300 für einen 4K-Monitor viel? An Betracht dessen, dass 4K schon langsam auch zum Standard für Monitore gehört. Ja. Ich habe mal so gesucht. Du findest keinen unter 400-500 mit 4K. Echt? HDR10 und... Nö, kriegst du nicht. 2K kriegst du vielleicht bei 300-400 rum neu. Also sage ich mal jetzt, wenn... Also für die Zuschauer, für die da das mit 4K und so nicht begriff, 2K gleich HD. Nee, ein ist HD. Full HD ist 1K, 2K ist dann ist 1,5 mal mehr. Aber ja, ist ein bisschen komisch. Und 4K ist nicht gleich UHD übrigens, ne? Aber 4K hat sich jetzt so als Begriff für UHD, also Ultra High Definition, so durchgesetzt. Ist aber nicht 4K. Aber das UHD, das ist nur ein Marketing-Gag von gewissen Fernseherstellern, damit sie sagen können, ja, wir haben 1000-mal die geilen Fernseher als die Konkurrenz. Nee, offiziell ist 4K eigentlich UHD. Weißt du warum? Wenn du mal 1920, also die untere Breite, mal 2 rechnest, kommst du da auf 3840, glaube ich. Und das ist nicht gleich 4K, weil 4K wäre 4000 und irgendwas, 4021 oder so. Also das Verhältnis ist wegen 20 oder 30 Pixel nicht genau gut. Daher gibt es UHD ist eigentlich UHD ist eigentlich die Volksbezeichnung für 4K. Ist verwirrend, ich weiß, aber ist nun mal so. Ja, ich bin komplett nicht nachgekommen. 20, 30 Pixel. Also steht überall 4K drauf, aber 4K, warte mal kurz, ich kann das 100% nicht, also plus minus kann ich es, aber der Johannes kann es. erzählen.
4K. Wieso weißt du? Ah, nee. 4K versus UHD. So. Genau. Und grundsätzlich ist es so, dass also der Volksmund sagt 4K, aber die Pixelbreite ist bei 3840. Rein rechnerisch gesehen ist es ja kein 4000, ne? Für die 3840 Pixel. Und das eigentliche 4K hat in der Breite 4096 Pixel. Also vom rechnerischen gesehen her Genau, genau. hättest du die 100 Punkte. Aber von der Stand der Technik sieht es dann, also von der Genau. Praxis von der Technik ist es dann wieder komplett anders. Genau, wo hängt das Ding jetzt zusammen? Hier. Oh nee, falsch abgebaut. Schade. Ja, ich bin ein bisschen am Kämpfen mit dem Riesendach da. Ich habe vielleicht doch zu hoch hinausgebaut. Nur vielleicht. Mhm. Genau, weil der eigentliche 4K oh je, Was Mine. macht der Typ hier? Oh, babam. Ach nee, jetzt fällt mir die Leiter auseinander. Komm schon. Genau. Der eigentliche 4K-Standard, so gesehen, da ist halt eben im Seitenverhältnis 17:9. Das ist 17:9? Genau, das ist der eigentliche 4K-Begriff, also 4K-Definition, weil das hat 4096 Punkte in der Breite mal 2160. Und UHD ist 16:9, nicht 17:9 und hat 3840. Also es sind ein paar Pixel weniger in der Breite und weil halt eben marketingtechnisch 4K besser klingt als UHD, wird halt 4K genommen. Aber eigentlich sind ein UHD-Fernseher oder Monitor. Also wenn du einen 4K-Fernseher kaufst und er hat ein 16:9 Verhältnis, ist es kein 4K-Monitor. Dann ist es ein UHD-Monitor. Ist verwirrend und Quatsch, aber ich weiß. Ist so, weil ist so. Ist so, weil ist so, bleibt so, weil war so. Genau. Ist nur bezüglich Marketing-Scheiße so geworden. Boah, ey, Weil sich halt 4K besser verkauft als UHD. Ist ja irgendwo durch auch so. Na, der setzt sich hin, anstatt. Der will nicht mehr arbeiten, der verweigert schon die Arbeit. Boah, wenn du Wer? wüsstest, wie ich hier mir ein Gerüst zusammenbaue, nur um die Dachebene zu bearbeiten, na. Ey, das ist echt cool. Mein Chromebook, das ich als zweiter Monitor benutze, das ist genau so hoch, dass ich es unter den großen Monitor schieben könnte. Ich habe das echt gut gemacht. Bin stolz auf mich. Es war nur reine Zufall Okay, das und ist Glück. rot. Das heißt, nicht, dass ich jetzt hier hinballere. Echt mal cool, jetzt das neue Setup von mir anzuschauen. Grün. Ich weiß gar nicht, will man sowas überhaupt noch sehen? Setup? Gaming-Setup oder so? Ja, auf ja, YouTube? ja, das interessiert, das ist wirklich. Da gibt es noch viele, die das machen oder Reviews oder halt Techniktipps. Das ist immer noch im Trend. Weil meins ist echt schlicht und aufgeräumt. Also ich denke, es ist schlicht und aufgeräumt. Wahrscheinlich eher nicht, aber gut, rundherum muss ich aufräumen. Also hier, es seht jetzt nicht in der Aufnahme und generell halt nicht, aber der eigentliche Bereich des Computers auf meinem Schreibtisch, der ist aufgeräumt. Links und rechts ist Puff, da hört es nicht auf. Das ist bei mir genau dasselbe. Ich habe hier noch irgendwelche Spiele, die wir online verkaufen wollen und rechts sind irgendwelche Bücher, die wir aussortiert haben und noch nicht
weggeschmissen haben oder aufgekauft oder keine Ahnung was. Und da liegen noch USB-Kabel, die ich noch gekauft habe. Ich habe jetzt mir echt 4 USB-C auf C gekauft, 4 mal 2 Meter genau. Weil, ich weiß nicht, die Dinger habe ich echt zu wenig. USB-C auf C. Also, Ja, das ist ja auch ja. noch nicht so lange her, dass das jetzt. Ich glaube, A auf C habe ich, aber wer braucht schon A auf C? Und jetzt echt beschissen, dass Apple hat noch nicht auf USB-C setzt. Das ist so nervtötend. Es wäre so schön, wenn man auf USB-C mit Thunderbolt setzen würde, ne? Weil Apple selbst hat ja Thunderbolt mit USB-C ja mitgewirkt. Aber warum sie es nicht in ein iPhone einsetzen? Man meckert immer wieder, ja, es gibt so viele Adapter und Co., die man jetzt schon gekauft hat, aber hey, am Schluss ist echt nur Marketing-Gag, bla bla blub und Geld verdienen, weil jedes Ding, jeden Adapter, jedes Kabel, das eine Firma XY verkauft, muss Lizenzgebühren an Apple abdrücken. Und das ist ein echtes Sümmchen an Umsatz, die da, glaube ich, fabrizieren. Mhm. Ich glaube, ich habe mal gehört, ich kann jetzt nur munkeln, ob das richtig ist, weiß ich nicht, hält mich nicht davon auf, aber ich glaube, so um die 10 bis 20% Umsatz ist nur wegen den Lizenzgebühren. Also, ja, da geht einiges. Ja, wie auch bei mir hier. Funktioniert das immer noch mit GeForce und so Ja, bei jetzt, dir? jetzt irgendwie lustigerweise besser. Viel besser. Perfekt. So. Dann kommt hier noch eine Querstrebe hin, dann. Ey, ich habe zuerst gedacht, ne, so ein Monitor, das ist echt wenig. Und habe ich mir gedacht, gut, kaufst du extra ein iPad dafür, dass du halt einen zweiten Monitor hast. Und irgendwie so, warte mal, du hast ja ein Chromebook, warum benutzt du nicht das Ding? Hat ja auch Android. Da Also hat ist der, da hat ja, der Till dazugelernt und endlich mal kurz eine Sekunde nachgedacht, bevor er was gekauft hat. ja gut. Boah, ey, das Dach, ich weiß nicht, ob das übergeil wird, ob das übergeil aussieht oder einfach nur gigantischer Scheißhaufen. Ich weiß auch nicht. Oh. Junge, nein, 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 Ich nein, muss nein, jetzt nein. mal So, auf die jetzt. andere Seite bauen, damit ich mir das Bild besser machen kann. Ich glaube Also aber, die kann. theoretisch haben wir dann 4 Stöcke im Lagerhaus. Theoretisch. Ich weiß, warum das Display anders ist. Andere Settings. Den Blaufilter habe ich bei im Chromebook drin gehabt. Klar sieht's anders aus, logisch. Ich habe so eine Frage, also irgendwie, wenn ich den Blaufilter anhabe, wirkt sich das auch auf die eigentliche Aufnahme aus? Weiß nicht. Oder ist es nur displaytechnisch? Das würde mich echt wundern nehmen. Muss ich mal Wir hatten ja ausprobieren. vor einer Stunde die Diskussion wegen Med, oder? Das ist jetzt nur kurz so ein. Kann sein, dass es eine Stunde her war, Meine ja. Mutter hat mir jetzt gerade geschrieben, was ein Meter Bier kostet. Ein Meter Bier oder ein... Meter Bier. Warum? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Ist da versteckte Gelüste oder wie? Bier. Ja. Nee, ich glaube irgendjemand von der Verwandtschaft hat Geburtstag oder so. Oh, ich weiß es nicht. Ich sage ihr, sie soll Met kaufen. Nein! Das, Till, was ist passiert? Nein! Nein! ich hab nichts gemacht. Nein, nein, guck, wo ich drin bin. Scheiße, ich stecke in der Wand fest. Nein! Ich komme ja nie wieder raus. Du kannst da raus, also einloggen, wieder rauslacken oder irgendwie Nein, sowas. nein, nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Warte mal so. Ja. Tetris, das ist gefährlich.
Oh, jetzt ist der Boden da drüber. So. Mach doch nicht so einen Quatsch. Oh, Junge. Hast du jetzt mal das Dach angeschaut? Ich bin dran vorbeigesaust. Ist echt riesengroß. Also sieht gut aus. Sehr gut sogar. Hier bei der... Hier auf dieser Seite bin ich mir noch nicht sicher, ob ich auch hier... Ich habe ja zum Teil... Komm doch. Ich habe ja hier zum Teil so Schlitze drin und dann oben aber wieder zu, oder ob ich die Schlitze da auch machen soll für mehr Licht. Und da, wo du jetzt stehst, soll eine Treppe hier nach oben führen. Schau mal, was für ein Konstrukt ich da bauen musste, damit ich da nach oben komme. Von hier. Das ist so ein Treppengerüst. Funktioniert, oder? Ja. Und ich bin da Echt schön runtergefallen. aus. Ja, natürlich, das wird dann noch dekoriert. Also du weißt, was ich mit Hochregalbelag meine. Nur hier dazwischen Boden und hier das Kann Regal. hier Holz zwei Dinger nebeneinander, das wird schon klappen, ne? Das hier. Wie meinst du so? Ja, genau, das hält, oder? Ja, ja, konstruktormäßig hält das jetzt alles so, weil wir das Lager noch brauchen als Stabilisierung. Aber vielleicht muss ich dann die Äußeren vom Lager mit Kernholz wieder stabilisieren, damit es stabiler wirkt. Ich habe jetzt so oft so viel mal stabilisieren und stabil genannt, damit ich das dir deutschen kann, was ich eigentlich vorhabe. Wow. Mein Wortschatz Stabil, ist Junge. richtig, ja, stabil, bro. Definitiv. Aber ich habe fast alles Holz aufgebraucht. Ist auch eine Leistung. Ja, nicht gerade eine super Leistung. Hey, was habe ich gemacht? Ah! So, aber ich habe dich komplett unterbrochen, noch mein Meterbier da. Keine Ahnung, was ich gequatscht habe. Irgendwas wegen deinem, mit dem Nachtmodus hattest du's. Ach so, ja, das, also Augenschonmodus und so, ne, am Rechner. Ja, das feiere ich, aber weißt du was, wirst du der Witz wissen? Unsere IT in der Arbeit hat das blockiert. Warum? Du darfst das nicht selber einstellen. Wegen was denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Das ist unsere Richtlinie. Ja, ich darf kein Blaulichtfilter reinballern. Ich muss mir so ein helles... Ich darf auch kein Dark Mode reinmachen. Ja. Nervig. Was macht denn das für einen Sinn? Keine Ahnung. Ich habe den Sinn nicht mehr. Ich habe nach dem Sinn finden nicht mehr. Ich habe mit dem... So, ich habe mit dem Sinn finden aufgehört. Auch gut. So. Fehlende Voraussetzungen Stein, das wird doch nichts werden. Stein mit X, das war wohl nix. Oh, nicht richtige Position. Da attackt mir noch einer mal einen Storch. Nee, bitte nicht. Storchkacke ist sehr gefährlich. Weißt du, was eigentlich krass ist? Wir bräuchten eigentlich wir beide bräuchten eigentlich immer einen Schirm, weil hier so viele Möwen sind. Ich will gar nicht wissen, wie verkackt unsere Schiffe schon sind. So, jetzt kann ich auch hier unten die Werkbank bedienen. Ach, Wieso jetzt? herrlich das Ding. Herrliche Konstruktion. Was braucht man nochmal für Feuersteinpfeile? Für Feuersteinpfeile brauche ich Harz, Federn und Holz. Hä? Nein, das sind Feuerpfeile. Holz, Feuerstein, Federn. Okay. Von denen werden wir dann ein paar Dinge machen. Warum, du Scheiße, gehst nicht da rein? Oh, leck mich am Arsch. Ich habe kein
Kernholz mehr, oder? Ja, der Klassiker. Man kennt's. Da ging's, aber hier nicht, oder was? Och nee, dieser scheiß Gräuling hat meinen Karren kaputt gemacht. Ah, wie ich's hasse. Und meine Ey, Junge, langsam geht... Nee, nicht meine Werkbank, sondern die Schmiede. Ey, Junge, langsam gehen die mir wirklich auf den Senkel hier. Wie du meinst. Ja, es kann's echt nicht sein, langsam. Haben wir hier irgend so ein kleines Beet, das wir hinstellen können? Beet? Ja, mit Blumen und so. Weiß ich Wahrscheinlich gar nicht, nicht. ne? Wahrscheinlich nicht, aber die Frage, die klärt sich dann in der nächsten Episode. Das stimmt wieder. Wir haben schon 20 Minuten aufgenommen. 20 Minuten, Kinders! Ja, andere hören erst nach 30 Stunden auf, ne? Aber wir müssen vorproduzieren. Eigentlich immer die gleiche Ausrede, vorproduzieren, ne? Aber Ich weiß nicht, wie oft Bis- wir das noch sagen werden. ich glaube 50.000 Jahre. Jo. Ja, bis dann. Ciao, Tschüssikowski, das Tschüssi. war's. Und bis nimmer Wiedersehen.